Servus bei der Hand, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es den zweiten Teil zum Reiterbogen, Speedshooting, Combat Archery, Slavic Style Video mit Spory Archery. Ich habe gesehen, das erste Video hat euch recht gut gefallen. Jetzt geht es heute zum zweiten Teil. Wir haben nach wie vor einen Haufen Spaß miteinander. Freut mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Jetzt fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir alles so gelernt haben. Das erste war Bogen halten. Wenn man zieht und lässt los, dann schnallt der Bogen zur Seite, damit man den Pfeil hier raus katapultiert. Wenn man den Pfeil hält, das ist nur eine schnelle Zusammenfassung. Man knockt den hier ein und hält den Pfeil 2 Finger drunter und der Zeigefinger stabilisiert den Pfeil hier. Und dann kann mir auch dieser Pfeil nicht rausfallen. Hier. Und wenn ich ziehe, dann bleibt der hier einfach fest drinnen. Und ich verdrehe hier die Sehne ein bisschen. Das heißt, ich habe hier so einen leichten Twist drinnen und beim Loslassen habe ich hier vorne im Bogen auch einen leichten Twist drinnen. Das ist der Pfeil, der fliegt dann praktisch um den Bogen herum. Der Hintergrund war der, dass man früher im Krieg alle Pfeile der Feinde aufpicken konnte, egal wie die ausgeschaut haben, also egal was für ein Spine die hatten, und dadurch mit jedem Pfeil in diesen Bögen schießen konnte. Das ist mal so der Hintergrund von den Slawen oder den Altgermanen oder dem bayerischen Alpenvolk. Das wird ja so die nächste Brücke sein, die wir dann spannen. Nach dem Stockkampf, wo ihr auch schon alle fleißig mit dabei wart, gibt es ja natürlich auch noch historischen alpenländischen Bogensport. Ihr wisst ja alle, der Ötzi, 5.000, 6.000 Jahre alt, älteste Mumie der Welt, der hatte einen Bogen dabei. Und im ganzen alpenvorländischen Land ist es so, der Bogen wird als Jagdgerät oder als Verteidigungswaffe überhaupt nicht thematisiert. Und das werden wir mal ein bisschen analysieren und ein bisschen nachforschen und so wird es dann weitergehen. Deshalb geht es heute aber erst einmal hier beim Combat Archery weiter. Und wir werden jetzt halt anfangen, mit mehreren Pfeilen zu schießen, schneller zu schießen, aus der Bewegung rauszuschießen. Ihr werdet mich da begleiten, wie ich hier wieder bei Null anfange und wir zwei einen Mordspaß dabei haben. Dann hat der Bogen auf der Sehne keinen Knockpunkt, dass man schneller einlegen kann, dass man schneller mit den Pfeilen hinterher wechselt. Dann hat er uns gezeigt, dass man die Pfeile, wie gesagt, die sind zweifach befiedert und sind links gedreht. Die legt man aufeinander. Der oberste Pfeil ist immer der erste. Dann hat er gesagt, baut man so eine leichte Treppe hier und man hält den mit dem Zeigefinger. Der Daumen spaltet die praktisch, die unteren verschwinden in der Hand und der obere, der hier, der liegt auf dem Handballen auf. Und dann kann man einen nach dem anderen in den Bogen schieben und mit dem Zeigefinger wird er immer hier stabilisiert und die Sehne wird mit 2 oder 3 Fingern gezogen und kriegt einen leichten Drall. Tja, also sporyarchery.ch.eu, das ist ein unglaublich sympathischer Kerl. Und der Laden ist super interessant, wenn einer mal so ein bisschen was Besonderes aus dem Bogensport rausholen möchte. Und es heißt angeblich, ich kenne mich ja nicht aus, weil ich habe keine Ahnung vom Bogenschießen, dass das die schwierigste Art des Bogenschießens ist, die es gibt. Also diese Bögen, die gibt es auch bis, ich glaube, 60 Pfund. Aber so der Standardbogen, der hat 30, 35, vielleicht maximal 40 Pfund. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch, aber es ist tatsächlich so, es macht halt einfach viel mehr Spaß. Das ist genau das, was ich euch beim Zwille-Schießen immer erzählt habe. Du kannst einen 2 mm Gummi in die Zwille einspannen und dann schießt du halt 20, 30 Mal und dann tun dir die Finger weh und dann hast du keinen Bock mehr. Beim Bogenschießen ist es das Gleiche. Du hast einen 100 Pfund Bogen, einen 80 Pfund Bogen, was auch immer, einen 60 Pfund Bogen. Dann schießt du wahrscheinlich auch keine 30 Mal. Oder vielleicht 50 Mal, wenn du es über den ganzen Tag verteilst und dann hast du da auch keinen Bock mehr. Mit dem Bogen, da gehst du halt her und dann machst du aus einem Zug, aus einem Draw, wie auch immer, hast du 6 bis 10 Pfeile in der Hand. Dann schießt du 10 Mal
Dann schießt du nochmal 10-mal, dann schießt du nochmal 10-mal. Ich glaube, dass wir in diesen 2 Tagen, wo wir das gemeinsam geübt haben, ich glaube, dass wir 200, 300, 400 Schuss gemacht haben, wenn das überhaupt reicht. Und es ist einfach trotzdem entspannend. Man merkt, man hat was gemacht, aber es ist einfach total geil, weil man einfach wirklich oft schießen kann. Das, glaube ich, ist noch ein wichtiges Thema zum Combat-Bogenschießen, zum Speed-Shooting. Ja, viel Spaß bei diesem Video. So, zum Bauch mache ich sie. Dann drehe ich sie ab. Genau, dann mache ich noch eine Treppe. Okay. So eine kleine Steggerli-Treppe. Und wo hast du dann den Finger? Den beim ersten. Und mit diesem Finger trenne ich die ersten 2. Knocke den ersten ein. Fahre nach hinten. Zeigefinger auf die Seite des Pfeilers. Wenn ich da oben bin, gehe ich gleich mit dem Zeigefinger wieder dahin. Ja, in der Bewegung nehme ich den natürlich ein bisschen raus und positioniere ihn auf dem Handballen. Genau. Jawohl. Speedshooting Tutorial, die zweite. Biene hat was ganz Besonderes. Es hat noch nie jemanden von den Bogenschützen interveniert. Einen Ring am Daumen. Das ist nicht zum Schießen, kein Daumenring, sondern das ist so eine Art Pfeilauflage. Du hast zugeschaut bei ihm? Mhm. Mal schauen. So, das sind die koreanischen Reiterbögen. Die kann man bei mir bestellen. Ebenso die Pfeile, die Speedshooting-Pfeile mit zweifach befiederten Federn und V-Nock, Speedshooting-Nocke. Ich schieße die am liebsten mit dünner Sehne, dass hier die Pfeile gar nicht nocken. Mit der Slavik oder Spory System Speedshooting-Technik. Ja, ich mache Archery-Shows bei den Bogenmessen in Österreich und Deutschland. Gebe ein bisschen Unterricht. Mache an der Schweizer Meisterschaft, Reiterbogenmeisterschaft nehme ich teil. Combat Archery Tag Meisterschaft, wo wir aufeinander schießen mit Paintball-Helmen. Das müssen wir auch mal machen. Ja, klar. Ja, dann habe ich noch eine Internetseite in Deutschland, ist spory-archery.eu. Ein Naturtalent. Also ihr seid beide 2 Naturtalente. Bei euch sieht es schöner aus. Wichtig ist immer das Ziel anschauen, blind knocken. Wir haben jetzt nicht geschafft. Was für ein Trefferbild. Das war der Tag, ne? Das war ein cooler Tag, ja. Das war echt spitze. Sons of Dark Sam in the house. Genau, Spory oder Spory Archery. Spory Archery.
Wieder Ja. was gelernt. Das war jetzt echt spannend. Magst du noch ein bisschen was über die Pfeile erzählen? Ja, die Pfeile sind normale Carbon-Pfeile. Die haben eine Speednocke mit dem V-Design. Zweifach befiedert, habe ich vorher schon gesagt, mit links gewundenen Federn für Rechtshänder. Ja, die produziere ich halt so den ganzen Tag für meine Kunden weltweit. So wie Ja. man das sich vorstellt, so ganz einsam unter einer riesen Ja, Eiche ja. im Sonnenuntergang. Ja, Klebst dann die Pfeile zusammen, gell? Ja. Ja, klar. So, ja. Normal in ja, Bayern. ja. Mama. Du, ich freue mich auf das nächste Stockkampfvideo, Ja, das nächste Bogenvideo. Ja, da komme ich mal zu dir. klar, Ja. gerne. Der hat wie viel Pfund? Der ist jetzt ein 25er. Es ist so, weißt du, in der berittenen Bogenszene ist so zwischen 25 und 35 Pfund. Das ist maximal. Und ja, meiner ist jetzt bei 50 Pfund und ich renne damit und mache Running Archery in der Schweiz. Da gibt es so verschiedene Events. Und ist jetzt fast ein bisschen viel für Speedshooting, aber ja, ich habe es gerne, wenn es ein bisschen Bums macht. Und hast eine flachere Kurve. Ja. Und wir arbeiten uns jetzt langsam hoch. Ja, klar. Ja. Und auf wie viel Meter schießt du dann da? Ja, also wir haben einen Contest in Schaffhausen auf 10, aber ich habe jetzt schon angefangen, so auf 30 Meter Speedshooting zu machen. Und ja. die Pfeile, die haben den 500er Spine, oder? Was bedeutet Ja, das? für meinen Bogen, ja. Okay. Ich habe noch einen stärkeren, wo ich es mache, der ist 400 Bein. Eine stärkere Spitze. Okay. Genau. Ja, Mann. Sau geiler Tag.